Nashville und ihr seht, das ist eine Zugreise, die wir da machen. Mit der ÖBB, klar, anders geht es ja fast immer mehr, zumindest ist die Südstrecken runter. Und wir nähern uns schön langsam, Würzzuschlag. Und zwar mit der Frage, kennen Sie Beierbach? Ja? Klar. Aber für alle, die es nicht kennen, Beierbach liegt im Raxgebiet. Also, wenn du mit dem Auto fährst von Wien weg, die Süd aus nach Wiener Neustadt, biegst du auf die S6 Richtung Bruck an der Mur und kurz am Semmering fährst bei Glocknitz an und dann hast du noch ca. 8 Kilometer bis Beierbach. Alles zusammen eine knappe Stunde Fahrzeit, ist ja nicht weit. Also, es ist an und für sich eine schöne Gegend. Also, wenn man es mag. Ja. Auf jeden Fall gibt es dort einmal im Jahr, Ende Juli, einen großen Kirtag. Den Jakobi-Kirtag. Und der Freund von mir, der Franz, oder, Moment, nein, wart's. Ich muss noch einmal anfangen. Ein Freund von mir, der Frankie. Weil er ist nämlich ein Country-Musiker und Franz darf nur seine Mama zu ihm sagen. Sein Künstlername ist Frankie Holiday. Fragt mich jetzt nicht, warum gerade Holiday? Wahrscheinlich, weil er nichts hakelt. Auf jeden Fall hat der Frankie in Beierbach einen Haber, der immer seine CDs aufnimmt, im Billy. Billy Monty. In Wirklichkeit heißt der Willy Brebichler, wurscht. Aber auf jeden Fall hat der Billy in Frankie eingeladen, dass er zum Jakobi-Kirtag kommt, damit er dort neben der Hetz vielleicht ein paar Gigas machen kann. Und der Frankie wollte halt nicht allein fahren. Und darum hat er mich gefragt, ob ich mitfahren darf. Und ich habe gedacht, ja, Leibwand, ein paar Bier trinken, Langasch essen, Schießbuden, Rindespiel fahren, Kirtag halt. Ne? Ich hab gesagt, ja, ich fahr mit. Der Billy hat aber zum Frankie auch gesagt, dass es gescheiter war, wenn wir mit dem Zug fahren, weil dann könnte man ein bisschen mehr trinken und wir brauchen mit dem Zug gerade einmal 1 Stunde und 5 Minuten und überhaupt ist ja sowieso viel gescheiter mit dem Zug zu fahren, allein wegen der Umwelt schon und so. Nicht? Und, ja, das hat uns eingereicht. Und so sind wir auf den Samstag, wo der Billy gesagt hat, dass der Kirtag ist, um 1 Nachmittag mit 13 Uhr am Südbahnhof gefahren, den hat es damals noch gegeben. Und sind dort zum Vorkartenautomaten gegangen. Und sind einmal das erste Mal angestanden. Wenn du nämlich das erste Mal in deinem Leben vor einem Vorkartenautomaten von der ÖBB stehst und dir einen Dreck auskennst, fragst du dich zuerst einmal, was will der von mir? Weil dann brauchst du eine Einschulung, weil sonst hast du den Auftrag. Ne? Wir haben auf den Blechtrottel um einen Ton probiert, haben auf den Touchscreen um einen Ton geklopft für die Depperten, aber ein Vorschein ist keiner rausgekommen. Und hinter uns ist schon eine Schiebe Leute gestanden, die was gewartet haben und dass wir endlich fertig sind und da hast du schon lästern gehört. Schau, das auch die 2 Trottel. Jeder einen Cowboy-Hut auf, aber das deppert, dass er sich einen Vorschein aussehen lassen. Oder erst Django hat ja auf den Gallen schlecht in die Prärie. Aber geholfen hat uns keiner. Ja? Wahrscheinlich, weil der Frankie so giftig reingeschaut hat, weil er ja so stolz war auf seinen neuen Hut und überhaupt keine bläden Witze über Cowboys vertragen hat. Gut,